Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit uns kommst. Eine Geschichte aus der Bibel erzählen wir heute für grosse und kleine Leute. Jetzt zünden hier die Kerzen an. Im Moment nehme ich etwa mal die Brille hier für Ski zu fahren. Und ich freue mich schon mal, wenn ich die hier nehmen kann. Im Sommer. An der Sonne. Und bei uns daheim hat es sogar eine Brille für das Baby. Ich weiss nicht, was ihr alles für Brillen daheim habt. Manchmal sieht man jemanden mit einer Brille, die auch noch einen weißen Stock bei sich hat. Die Person, die sieht nicht gut oder ist blind. Ein blinder Mann kommt vor in unserer Geschichte heute. So, jetzt habe ich mir gerade das Päuschen verdient. Ihr seid ja auch da. Das ist jetzt gerade gut. Ich habe nämlich noch ein Moment Zeit. Ich werde euch nämlich erzählen, was mir heute passiert ist. Ich bin heute Morgen, als ich vom Feld kam, bin ich da am Stadttor nebendurch. Und nachher habe ich beim Stadttor den Bartimäus gesehen. Ja, wisst ihr, der Bartimäus, der ist blind. Der sieht nichts. Der sieht keine Bäume, der sieht den Himmel nicht. Der sieht mich nicht, der hört mich nur, wenn ich komme zu laufen. Er kennt mich dann manchmal schon. Ja, aber der Bartimäus, der hat es nicht so gut. Der ist immer ein bisschen am Betteln. Ja, und heute habe ich dann in meine Tasche gelenkt und gemerkt, ich habe sogar noch eine Münze bei mir. Ich gebe ihm nicht jedes Mal etwas, sonst hätte ich selber zu wenig zum Leben. Aber heute habe ich gedacht, gebe ihm wieder mal etwas. Ich habe mich dann runtergebückt und die Münze in sein Schäli hineingelegt. Der Bartimäus hat laut Danke gesagt. Wir haben ein bisschen zusammen berichtet, wie wir das immer etwa machen. Und dann wollte ich gerade aufstehen und gegen Hause zu, etwas zum Mittag. Und dann ist plötzlich ein Lärm vor dem Stadttor. Ganz ein Haufen Leute. Der Bartimäus hat gehört. Er hat ja nichts gesehen. Aber hören hat er ganz gut können. Er hat zu mir gesagt, ich glaube, Jesus kommt. Ich glaube, das ist Jesus mit seinen Jüngern. Ich bin dann mal aufgestanden, schauen. Ich habe nämlich vor lauter Stimmen nicht gehört, wer das genau ist. Und tatsächlich, Jesus war dabei gewesen. Jetzt sagt der Bartimäus plötzlich, Jesus? Ich könnte dem sagen, ob er mich heilen kann, dass ich wieder sehen kann. Ich habe gesagt, Bartimäus, komm, du bist jetzt das Leben lang blind. Ja, der Jesus, der kann vielleicht schon Wunder tun, aber ob er jetzt dich sehend machen kann. Und dann hat der Bartimäus plötzlich angefangen zu schreien. Jesus! Hat er geschrauen. Bist still, Bartimäus, nicht so laut, habe ich ihm gesagt. Das gehört Jesus sowieso nicht. Jesus! Jesus! Er hat so laut geschrauen, dass er einen richtig roten Kopf hat bekommen vor lauter Schreien. Und ihr glaubt nicht. Jesus schaut um und sieht den Bartimäus und kommt zu suchen. Ich bin dann gerade ein bisschen zurückgestanden. Irgendwie war es mir gerade nicht so recht gewesen, dass ich am Bartimäus gesagt habe, er soll nicht so laut rufen. Da ist Jesus vorne gestanden und hat zu ihm gesagt, was willst du von mir? Und der Bartimäus hat gesagt, ich will wieder sehen. Ich will wieder sehen. Jesus schaut ihn an und sagt zu ihm, Bartimäus, nimm deine Augenbinde ab. Du sollst wieder sehen. Ich bin daneben gestanden.
Ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe nur noch beobachtet. Der Bartimäus nimmt sein Tuch vor den Augen weg, das er im Benamen hatte, schaut um und sagt, ich sehe. Er hat mich angeschaut und gesagt, ich sehe dich, du hast ein blaues Kopftuch. Ich sehe die Sonne, ich sehe die Häuser. Ich habe nicht mehr gewusst, was sagen. Und bevor ich irgendeine Bemerkung machen konnte, ist der Bartimäus zu Jesus gesprungen, hat ihn umarmt und zu ihm gesagt, ich will mit dir kommen. Ich will mit dir zu den Leuten und denen erzählen, was Gott Grosses tut. Ich habe meine 7 Sachen genommen und bin schnell heim. Und bin daheim erzählen, was ich erlebt habe. Schön habe ich jetzt euch auch von dem erzählen. Von meinen Erlebnissen. Ja, mit dem Jesus erlebt man im Moment kein viel. Und das ist halt immer wieder schön, wenn ich da zum Brunnen kommen kann und mir jemand auch noch zulässt.